Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte heute ein bisschen Zeugs ausstanzen. Sachen, die ein bisschen zu unseren Paper Dolls passen, die wir da mal einmal gezeichnet und ausgeschnitten haben. So dass, wenn das dann in ein Journal reinkommt, wir auch noch irgendwelche hübsche Dekorationen haben, die noch ein bisschen dazu passen. Irgendwas, um das ein bisschen cool zu gestalten. Ich habe mir hier ein paar Formen rausgesucht. Ich habe hier auch noch ein paar Vögel. Ich habe gedacht, die wären doch auch noch recht herzig. Ein Blümchen und hier noch ein paar Doilies. Und wo ist jetzt die grosse? Ah, da. Die hier so als ganzen Hintergrund mal schauen, was wir denn hier hätten für das. Genau, das geht mal weg. Und da ist meine Sizzix. Jetzt müssen wir dann halt schauen, wie ihr das gut seht. Ob ihr da überhaupt irgendwie etwas seht. Das sehen wir dann. Ich habe mir hier ein bisschen Material verschiedenes parat gemacht und zeige euch dann vorzu, was es hier alles hat. Ich glaube, ich fange mit dem hier an. Das ist von einem anderen Projekt. Habe ich mir hier mal auf so Zeichnungspapier oder ein bisschen, irgendwelches Mixed-Media-Papier oder so, ein bisschen mit Aquarellfarbe ein bisschen so Müsterchen gemacht oder so ein bisschen Hintergrund, verschiedenes Zeug. Und ich habe gedacht, also das passt doch prima zu unseren Mannsgockeln und Frausgockeln. So, also, das wäre so ein bisschen das. Ich denke, als erstes tun wir doch aus dem Papier ein bisschen etwas ausstanzen. So, jetzt habe ich da so in einem Bastelbuch oder so ein das ist so ein Heft, wo man so Kleberli drin hat und so verschiedenes Zeugs zum Basteln. Habe ich diese Seite da noch gefunden. Da kann man doch noch so ein bisschen etwas ausstanzen. Da muss ich jetzt aber schauen, dass das nicht schräg kommt, sonst sieht es vielleicht ein bisschen dumm aus. Und dann aus dem gleichen Büchlein habe ich hier noch die Kleberli, die können wir sonst, habe ich gefunden, würden doch die noch ganz gut dazu passen. Die tun wir sonst einfach noch auf die Seite. Und dann habe ich aber hier so coole Blumen. So. Und dann machen wir doch mit dem noch irgendetwas. Die könnte man dann theoretisch auch noch so ein bisschen anmalen. So, und jetzt habe ich da noch 3 Papier. Und das ist nämlich so aus so einem Tapetenkatalog. Die muss ich dann ein bisschen zuschneiden, bevor ich die hier durchlassen kann. Und das da ist einmal so ein bisschen gedüpfelt, gerübelt, erhaben. Und das ist so eine Art gestreifelt. Und da habe ich gedacht, könnte man die Streifen hier nehmen. Auf der anderen Seite hat es auch noch Streifen. Ja, das ist genau das gleiche Bild. Ja, genau. Und bei diesen zwei habe ich gedacht, könnte man dann allenfalls das mit so einem Roller, wenn man mit einem Roller drüber geht, das ein bisschen anmalt, mit Acrylfarbe zum Beispiel, dann sieht man da die Striche natürlich ein bisschen besser, weil dann die Farbe nicht in die Einbuchtungen reingeht. Und da vielleicht einfach wirklich nur die Tüpfchen oder mit, vielleicht auch ein bisschen mit Ink. Oh, vielleicht geht das ja auch. Das können wir dann noch ausprobieren. Aber das mache ich erst, wenn ich es ausgestanzt habe.
So, das sind unsere ganzen ausgestanzten Sachen. Und ich finde, das sieht doch alles recht cool aus. Ich finde, es passt mega gut zusammen. Die ganzen Farben. Oder eben dann mit dem auch so wie gezeichneten dazu irgendwie. Ah, super. Und auch das so von der Tapete. Das passt doch auch wunderbar. Und jetzt wollen wir noch schnell schauen, ob wir die Tapete noch ein bisschen anfärben können. Und zwar, super, dass ich jetzt das hier alles so gemischt habe. Die hier, die so tüpfelt und die so gestreifelt sind. Und jetzt nehme ich mal etwas her. Also ich probiere es jetzt einmal mit dem Gala Oxide. So, mal schauen, was da passiert, wenn wir da ein bisschen drüber gehen. Ja, es nimmt es einmal an. Aber jetzt nicht nur die Tüpfchen, sondern auch unten dran. Ich probiere es jetzt gerade noch mit dem rosaroten. Vielleicht sieht man es ein bisschen besser. Naja, es ist auch ein bisschen zu hell. Ein bisschen hat es schon etwas genützt, aber ja, nicht allzu fest. Dann probieren wir doch noch ein dunkleres. Ich nehme jetzt mal so ein Blau. Mal schauen, das sind jetzt Ink. Schauen, was da passiert. Aha, ja. Ja, es nimmt es schon an, aber nicht unbedingt nur Tüpfchen oben. Für das muss ich fast ein bisschen zu fest drücken. Und dann geht es natürlich auch gerade sofort runter. Aber es sieht gleich cool aus. Machen wir doch noch das Blaues. Blaues finde ich jetzt bis jetzt das Beste. Mache ich das auch blau, oder? So. Und dann, so, das sieht doch super aus. Ich finde das gut. Jetzt könnten wir noch Violett nehmen. Ja, das ist jetzt, weil das sehr dunkel ist, geht das bis jetzt am besten. Ich kann nur ganz fein oben drüber. Und dann nimmt es die Farbe schon an. Aber ja, gleich auch nicht ganz. Also es geht gleich auch bis runter. Genau. So. Probieren wir noch das da drin. So, das waren glaube ich alle Töpfchen. Dann schauen wir doch jetzt, was passiert. Wenn wir das hier bei den Gestreifelten drauf machen. Naja, nicht ganz so, wie ich mir es vorgestellt habe.
Ja, da wäre vielleicht jetzt mit drüber rollern wirklich mit Acrylfarbe noch fast ein bisschen besser gegangen. So, da mache ich glaube nichts dran, weil das ist schon so wie unterteilt mit 4 verschiedenen Farben. Auch nicht wirklich. Das haben wir noch nicht. Violett. So. Hey, wow, das ist so viel Material und dann noch die Männchen und dann kommen noch mehr Männchen, weil ich habe noch ein paar kopiert und auch noch ausgeschnitten. Und das sehe ich jetzt, dass das schon ein recht dicker Stapel ist. Also wenn ich das alles in ein Journal reinkleben, dann muss das, glaube ich, ein grosses Journal werden, also recht ein dickes mit eher weniger Seiten, also mit viel Platz zum Reinkleben. Hey, ich habe das Gefühl, wir sind auf einem ganz guten Weg zu unserem wunderbaren Paper Dolls Journal. Und ich hoffe, ihr seid auch schon so gespannt wie ich, wie es dann weitergehen wird. Und dann könnt ihr ja einfach das nächste Mal wieder reinschauen. Bis dann, tschüss!